Hoi miteinander. Willkommen bei einer neuen Folge, neuen Podcast-Geschichte von Schweizerdeutsch Storytime. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich sagen soll Schweizerdeutsch Storytime oder Schweizerdeutsch Storytime. Was denkt ihr? Was wäre besser? Auf jeden Fall heute in Tokio. Es ist ziemlich kalt und deshalb habe ich heute eine Geschichte ausgesucht über Hawaii, über Polynesien, Tahiti, den großen Ozean, ein Schiff, 15 Leute und weit und breit kein Land in Sicht. Und darüber geht es in der heutigen Geschichte natürlich auf Schweizerdeutsch und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die kleine Geschichte von einem Navigator und der endlosen blauen See. Wo 1976 ein Boot von Hawaii abgeleitet hat, hätte die vergessene Navigationskunst der Polynesier wiederentdeckt werden sollen. Ob die Hokulea ihr Ziel erreicht haben und wie das Abenteuer ausgegangen ist, erfahrt ihr auf den nächsten Zielen. Ozean in jeder Richtung, auf einer Fläche grösser als der afrikanische Kontinent. Da ist das polynesische Dreieck. Es erstreckt sich von Hawaii im Norden bis auf Neuseeland im Südwesten und die Osterinseln im Südosten. Dazwischen Inseln und Inselgrüppli wie zufällig hergeworfen. Tahiti, Samoa, Tonga und viele mehr. Wie es Menschen geschafft haben, das Gebiet zu besiedeln und woher sie gewusst haben, dass sich 1000 Meilen hinter dem Horizont noch eine neue Heimat befunden hat, stellt die Wissenschaft heute immer noch vor ein Rätsel. Sicher ist, dass sich an Bord von diesen Schiffen Menschen befunden haben, die über außergewöhnliche Kenntnisse in der Navigation verfügt haben. Wo am 1. Mai 1976 ein Schiff mit dem Namen Hokulea von Hawaii aus in den See gestochen ist, haben die 15 Menschen an Bord und mit ihnen Tausende von Polynesier an Land gehofft, das Wissen der alten Master Navigators, Meisternavigatoren, wiederzubeleben. In den späten 1960er Jahren hat besonders unter der indigenen Bevölkerung von Hawaii eine Rückbesinnung auf die polynesischen Wurzeln angefangen. Im Jahr 1973 hat sich die Polynesian Voyaging Society unter der Federführung von Ben Finney, einem US-amerikanischen Anthropolog, und dem hawaiianischen Künstler Herb Kawainui Kane gegründet. Das Ziel vom Verein: die polynesische Seefahrt vor dem Vergessen zu bewahren und noch vorhandenem Wissen zu mehr Verbreitung zu helfen. Die Mitglieder der Polynesian Voyaging Society haben sich zunächst daran gemacht, ein traditionelles Hochseekanu zu bauen. Pläne dafür hat es nicht gegeben. Sie haben sich aber an der überlieferten mündlichen Historie und an Zeichnungen aus der Zeit vom berühmten Südseeentdecker James Cook orientiert. Der englische Captain war von der Wendigkeit der Boote der polynesischen Bevölkerung beeindruckt und hat Abbildungen davon anfertigen lassen. Nach dem Prinzip der experimentellen Archäologie ist dann ein solches Boot gebaut worden. Traditionell in der Bauweise, aber mit modernen Materialien. Das Resultat war ein Doppelkanu, also eine Art Katamaran. 19 Meter lang, ungefähr 4 Meter breit und zum Teil aus Sperrholz und Glasfaser. Sie haben das Boot auf den Namen Hokulea getauft, der hawaiianische Name für jenen Stern, wo uns als Arcturus bekannt ist. Der Pius Mau Piailug. Geplant war mit dem Hochseekanu die ungefähr 3800 Kilometer von Hawaii bis auf Tahiti zurückzulegen, doch sie sind vor einem Problem gestanden. Sie haben das Ganze nämlich so wie ihre Vorfahren machen. Ohne moderne technische Hilfsmittel, also ohne Kompass, ohne Sextant und ohne Karte. Doch obwohl die nötigen Kenntnisse dazu zum Teil noch vorhanden sind, hat sich in der polynesischen Kultur niemand gefunden, wo ein solches Vorhaben tatsächlich auch hätte umsetzen können. Nicht zuletzt auch ein Ergebnis von der generationenlangen Unterdrückung der indigenen Kultur. Allerdings ist ihnen zu Ohren gekommen, dass ein Mann namens Pius Piailug, seit Jugendjahren auch mit dem Zusatznamen Mau bekannt, gerade auf Hawaii gewählt hat. Der Mau Piailug
Geboren und aufgewachsen auf der kleinen mikronesischen Insel Satawal, ist noch einer der wenigen sogenannten Master Navigators gewesen. Im Gegensatz zum polynesischen Raum ist die Tradition vom Wayfinding, also vom Finden vom Weg, im mikronesischen Raum weit länger überliefert worden, wie der David Abulafia in seinem Buch «Das unendliche Meer» schreibt. Auch der Mau Piai Lug hat von seinem Großvater und später von seinem Vater gelernt, wie man das Meer ohne moderne Hilfsmittel befahrt. Dazu hat er einen Sternenkompass auswendig lernen, wo mehr als 150 Sterne am Nachthimmel umfasst hat. Aber auch wie man Zeichen von der Natur erkennt, die Wellen liest oder den Geruch vom Wind deutet, ist ihm beigebracht worden. Es war heiliges Wissen, das stark mit der Religion, den Mythen und den Brüchen von Mikronesien verknüpft war. Strengste Ansprüche sind an diejenigen gestellt worden, die im Rahmen von einer religiösen Zeremonie zum Master Navigator ernannt worden sind. Der Mau Piai Lug war darum anfänglich eher zögerlich, das Wissen an Mitglieder der polynesischen Kultur weiterzugeben. Schlussendlich haben sie aber seine Überzeugung gewonnen, dass es wichtiger sei, das Wissen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Und so hat sich Tokulea am 1. Mai 1976 tatsächlich auf die Reise gemacht, von Hawaii aus zum gut 4000 Kilometer entfernten Tahiti. An Bord 15 Menschen, einer von ihnen der Mau Piai Lug als Navigator. Von Anfang an haben ihn Zweifel umtrieben, ob sie ihr Ziel auch erreichen könnten. Der Mau war ein gebürtiger Navigator, doch auch für ihn war es das erste Mal, wo er seine Fähigkeiten über eine solche Distanz beweisen musste. Er hat die meiste Zeit am gleichen Platz verbracht und hat kaum geschlafen. Nachvollziehbar, wenn man bedenkt, was er alles unablässig im Auge behalten. Wasser, Sonne, Sterne und der Wind. Je länger die Reise gedauert hat, desto strapaziöser ist sie geworden. 15 Menschen haben auf engstem Raum zusammengelebt, so gut wie ohne Unterschlupf, wochenlang auf dem offenen Meer. Gegen Ende der Reise sind die Emotionen hochgegangen. Teilweise hat es dann sogar körperliche Auseinandersetzungen gegeben. In diesen 4 Wochen auf See ist zum Beispiel darüber gestritten worden, ob ihre Fahrt eher eine anthropologische Forschungsreise ist oder ein Versuch, der polynesischen Kultur einen Teil von ihrer Kultur zurückzugeben. Beide Ansprüche sind an Bord vom 19-Meter-Segler wiederholt aufeinander geprallt. Doch noch ein bisschen mehr als einen Monat war es geschafft. Am 4. Juni 1976 ist Tokulea in Papeete auf Tahiti eingelaufen. Der Empfang vom Boot und seiner Crew hätte nicht rauschender sein können. Um die 17.000 Menschen, fast die Hälfte der damaligen Bevölkerung von Tahiti, war gekommen. Der Erfolg der Reise hat die Menschen in Polynesien elektrisiert. Ihre Traditionen sind vor aller Augen wiederbelebt worden. Der Mau Piai Lug ist mehr oder weniger über Nacht zu einer internationalen Berühmtheit geworden. Allerdings ist Tokulea auf einmal ohne Navigator dagestanden. Verstört vom Verhalten von seiner Mitsegler gegen Ende der Reise, hat der Mau die Crew ohne ihn auf Hawaii zurückzufahren lassen und hat sie somit gezwungen, auf moderne Technik zurückzugreifen. Erst 4 Jahre später, 2 Jahre nachdem Tokulea bei einer weiteren Reise gekentert ist und der berühmte Surfer Eddie Akau beim Versuch, Hilfe zu holen, spurlos verschwunden ist, hat sich der Mau überreden lassen, sein Wissen doch wieder mit den Hawaiianern zu teilen. Damit hat die Zusammenarbeit zwischen Hawaiianern und dem Mau Piai Lug angefangen, wo schlussendlich im Jahr 2007 ihren Höhepunkt gefunden hat, wo auf der Heimatinsel von Mau Piai Lug, Satawal, 16 Personen zu Master Navigators ernannt worden sind. Darunter der Nainoa Thompson und 4 weitere Hawaiianer. Für die gesamte Region, vor allem aber für Hawaii,
hat die polynesische Renaissance weitgreifende Auswirkungen gehabt. Schon kurz nach der Jungfernfahrt ist im Jahr 1978 das Office of Hawaiian Affairs gegründet worden. Es hat die Situation der indigenen Hawaiianerinnen und Hawaiianer im 50. Bundesstaat der USA nachhaltig verbessern und einige der Ungerechtigkeiten korrigieren sollen, wo seit der Annexion durch die Vereinigten Staaten bestanden haben. Der Maupiailug, wo die Polynesier bei der Suche nach ihren Wurzeln auf Kurs gebracht hat, ist im Jahr 2010 an den Folgen von einer Diabeteserkrankung gestorben.